euch, liebe Landeskinder, liebe Saarländerinnen und Saarländer, ein gutes Jahr 2011. Besondere Herausforderungen haben. Ich denke beispielsweise, und das wird jeder hier im Saal verstehen, ich denke an die Männer, überwiegend sind es ja Männer, die als Lambergleute nach Ibbenbüren gehen müssen in diesem Jahr. Ihnen ein Froschneier und ein herzliches Glück auf. Dazu gehören auch kulturelle Einrichtungen, die wir geschaffen haben, von Max Popitz, über die Woche des Jungen Französischen Theaters, über die Hochschule für Bildende Kunst und so weiter. Dass nach all diesen Infrastrukturentscheidungen in den letzten 10 Jahren nichts mehr passiert ist. Und deswegen teile ich die Auffassung der Basis der CDU. Wir gönnen Herrn Müller wirklich den Wechsel nach Karlsruhe. Er hat ihn sich redlich verdient und sind zu einem Landesvolk einer Meinung. Es ist bedauerlich, dass in der wirtschaftlichen Frage das Land in den letzten Jahren nicht vorangekommen ist. Und dabei habe ich heute die Betriebsratsvorsitzenden von 2 Betrieben begrüßt, die für das Versagen der Landespolitik stehen. Die Probleme von Sargummi, die gibt es ja nicht erst seit heute. Und die Probleme von Albert Guss gibt es auch nicht erst seit heute. Und dass auf dem Markt der Unternehmensverkäufe und Unternehmenskäufe immer sehr viele Spielregelverletzungen stattfinden, wissen wir doch alle. Und dass wir Heuschrecken haben, die Betriebe aufkaufen und wieder zu verkaufen, nachdem sie ausgeschlachtet haben, wissen wir auch alle. Wir, die Linke, wir wollen nicht, dass saarländische Betriebe von Heuschrecken aufgekauft werden. Das wollen wir nicht. Dagegen haben wir ein Konzept. Wir haben doch bei Saarstahl vorgemacht. Das ist bei der entsprechenden Betriebsgröße selbstverständlich. Dass es dann, wenn es keine vernünftigen Interessenten gibt, dass es dann besser ist, mit einer Landesbeteiligung einen Betrieb zu retten und zu sanieren. Wo stünde denn das Land heute, wenn es uns nicht gelungen wäre, Saarstahl und damit die ganze saarländische Stahlindustrie zu retten? Die Landesbeteiligung war das wichtige Instrument, um diese Aufgabe zu erledigen. Wir haben ja die Möglichkeit dazu, denn dafür muss eine Verfassungsänderung gemacht werden. Und wenn es um die Schulneuordnung in der Tat geht, dann wollen wir nur einem Konzept zustimmen. Ich sage das hier ganz klar. Von dem die Regierung und von dem alle Beteiligten dann erklären können, welcher Vorteil dafür für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern und für die Lehrer damit verbunden ist. Wir brauchen nicht ein ständiges Herum
rauskommen für Schülerinnen, für Lehrer und für Eltern. Ich sage gerne mal als Vater, ich erlebe das ja praktisch jeden zweiten Tag, wenn immer wieder Schüler nach Hause kommen und früher nach Hause kommen, weil Unterricht ausgefallen ist, dann liegt das nicht daran, weil die Lehrerinnen und Lehrer nicht wollen oder krank fallen oder was weiß ich, sondern es liegt daran, dass wir zu wenig Personal haben. Wir brauchen endlich so viele Lehrerinnen und Lehrer, dass Unterrichtsausfall nicht Alltag in den saarländischen Schulen ist. Würden Sie das hinbekommen, dann würde man den Jamaikanern ja ein Kompliment machen müssen. Aber wir müssen leider sagen, hier mache ich eine relativierende Bemerkung, Ämterpatronage gibt es in allen Parteien. Ich will hier nicht den Eindruck erwecken, das gäbe es nur bei den Jamaikanern. Aber was die im letzten Jahr getrieben haben, zwei Parteien, die hungrig waren, die lange nicht mehr in der Landesregierung waren, die überall ihre Leute versorgen wollten, das geht mittlerweile auf keine Kuhhaut. Ich nehme nur mal die Stabsstelle in der Staatskanzlei, streicht diesen Unsinn und